Ans Denken funktioniert Kreuze aus ein Fallschirm. Albert Einstein, wo wir eine Fähigkeit all hatten, der sagt, ans Denken funktioniert Kreis den Fallschirm. Der funktioniert nur, wenn wir das aufmerken. Also ein Fallschirm, wenn du den anhast und raufspringst vom Flugzeug, viele wollen sich das nicht, wenn es zu kompliziert ist, aber der funktioniert nur dann, wenn du antreibst und du merkst dem auf. Du darfst dann die Entscheidung treffen, ich will ihm aufmerken oder ich will ihm nicht aufmerken. Jeder, wenn du in so einer Luft ist, der ist bereit, dort aufzumerken, wenn er nicht so ein Trouble ist. Aber bei dem Denken sind wir nicht immer bereit, aufzumerken. Das gibt Menschen, die heulen auch. Aber wenn das sehr stückst eins, wenn man das sehr hart abzielt, dann sind die bereit. Ich sollte ihm aufmerken, aber nu ist er zu laut. Wenn die Ehe kaputt ist, wenn der Junge schwach ist, wenn das Mädchen schwach ist, wenn die Wirtschaft kaputt ist, wenn das Geld ist allerweil ist, nu sie ich bereit, jemanden zu herrschen. Aber dann, wo ich meinen Kopf quadratisch heule, und ich sie nicht bereit, abscheinen zu hören, nicht von der Kooperative, nicht von der Gemeinde, nicht ab meinen Partner, nicht ab Gott abscheinen. Wenn ich habe hier einen Hock und wenn dort nicht an meinen Hock nennt, dann, wo ich dort nicht aufmerke. Sehr viele Menschen sind begrenzt, wenn sie das, so habe ich das einmal gehört, und mir wird keiner was anderes sagen. Bist du bereit, auch den Denken aufzumerken, dass dein Verstand, der so funktioniert, aus einem Fallschirm, ich will auf ein Tumultratje. Wie kann man das tun? Wenn du zum Beispiel ein Geschenk kriegst von deinem Partner, oder von deinen Kindern, oder von deinen Eltern, ich will sonst was anderes. Und ich stehe dankbar sein für die Aufsicht, was die andere Person hat, ich würde nicht danken. Wenn er nicht kriegt, dort ist in der Form, in der Situation, in so billig, als ich mir das vorgestellt habe, dann würde ich einfach sagen, schlemmen. Aber nicht denke, danke für deine Aufsicht. Ich kann das sagen, was ich habe, wie jeder will, aber anfangen zu denken. Oder was ist, wenn dein Partner was nicht will? Die würde jede Reise wollen, oder die würde was anderes wollen. Nein, wenn das nicht das ist, was ich will, dann nehme ich das nicht an. Ich bin nicht bereit, mein Denken zu ändern. Die Bibel erwähnt all in Römer Kapitel 12 Menschen, die diesen Text brauchten, so als Albert Einstein den sagt, man muss nicht irgendwann mal deine Denken aufmerken. Und da sagt uns die Bibel so, Römer Kapitel 12, 2, entstellt ihr nicht das Weltlich, sondern ändert ihr Denken, ihr Sinne durch die Ernährung und dort nachprüfen, was die Wille Gottes ist, nämlich das Gute, dort was richtig ist und das Vollkommene. Nachprüfen, was will Gott von mir? Manche haben das dann klar, Missionare soll Gott prüfen. Wenn mir Gott mich nicht als ein Missionar berufen hat, zum Beispiel zum Feuerfans, zum Malwirtschaft, zum eins von Orte, brauche ich nicht den Reib Gottes. Wenn es Gott hat, bloß eine Speziallinie mit Missionaren, Predigers und Gemeinleiters, aber all die anderen, wenn es eins wo auf der Wirtschaft so wird, da versteht ja Gott sowieso nicht so viel. Wenn es Gott ist ein Tschurte Gott, aber der kann von Geld und all die Sachen, was ich mit meinen Dokumenten und mit meinen Wirtschaften, da versteht er nicht viel und ich brauche nicht reden darüber mit ihm. Das sind Menschen, die ein angehackte Denken haben, was jene Bibel will tun. Und da kannst du sagen, was immer ich tue mit Wieden, mit Worte, alles, wo ich noch Gott freue. Und das wollte ich einfach sagen, leid mich an. Wenn es die Wahrheit von der Bibel und die Wahrheit ist, dass Gott mehr von der Wirtschaft und mehr von den Feuerfans und mehr von der Malwirtschaft und mehr von der Ehe versteht, als wir uns das vorstellen. Wenn es allweitend ist, das hilft nicht in Thema, was er nicht weiß. Und so leicht immer, nee, du willst nicht mit Gott überreden, wenn es warum nicht? Naja, ich habe das nicht so gehört. Und als ich in den Flugzeug rücksprung, dann habe ich meinen Fallschirm noch nicht aufgemerkt und ich wollte ihn auch nicht aufmerken. Und nu habe ich dem nicht aufgemerkt und ich war wieder fliehen. Und wenn du dann stückst, vielleicht hast du dann zu laut. Und so ja viele, dann ist man dann dem aufmerken, wenn es abgekommen ist, oder dann geht das nicht wieder auf. Was bist du bereit zu tun im Leben, um wieder aufzumerken, wann was nie kommt? Wenn in der Gemeinde was nie präsentiert sind, ist. Wenn Jesus oder der Heilige Geist die wird nie präsentiert, bist du aufwärts, wenn dein Partner die wird fragt, nein, das habe ich nicht so, ich war nicht mehr, ich bin nicht bereit. Dort kommt nicht eine Frau. Wenn das nicht so ist, als ich mich vorgestellt, brauchst du mich niemals mehr an eine Frau. Für was bist du bereit, für den Fallschirm aufzumerken? Das gibt so viele Ehen, wo der Partner jahrelang leidet, der hat nie einen Wunsch, aber der weiß sich dort nicht mehr zu sagen. Der Frau hat einen Wunsch, was der Mann muss sagen, was ich ihm nicht sage, wenn es mein Mann ist, nicht up wird. Der Mann hat einen Wunsch, der ist nicht bereit mehr zu sagen, wenn es der Frau nicht up ist. Und verkauft Gott uns was fair, wir sind nicht bereit, wenn es da nicht am Hock ist. Bist du bereit, eine Oase wieder zu erleben, und auch wenn der Bütte am Quadrat ist, wenn er bedient uns, wenn Tratje der Fallschirm aufgeht,
ich habe ein neues dort gefallen, aber in diesem Moment, wo ich anfange, okay, ich will warten, weil ich darauf harche, dann sage ich, bereit, was nie zu tun im Leben.